Prost. Wohlsein. Prost. Ich fühle mich sauwohl, Ach, Wally. Peppi. Mir geht's ganz genauso. Du, Ja? jetzt sind wir fast schon 2 Tage verheiratet und immer noch glücklich. Ja, du warst recht. Wenn's uns jetzt schon angeht hat. Außerdem sind wir nicht 2 Tage, sondern genau 31 Stunden und 15 Minuten verheiratet. Oh, du nimmst es aber sehr genau. Peppi, Ja? ich muss dir aber jetzt ganz was Wichtiges mitteilen. Setz Aber- dich mal dahin. Aber du musst mir versprechen, dass du dich nicht aufregst, gell? Magst mich nicht mehr? Hast den anderen? Keine Rede, ganz was anderes. Pass auf, Peppi. Ja? Ich habe eine Tante. Ja, das kommt in den besten Familien vor. Ich hab einen Onkel. Ja, bei mir ist das aber was Besonderes. Ja, mein Onkel, das ist auch was Besonderes. Ein pensionierter Oberförster. Ein alter Junggesell. Und meine Tante ist eine Oberlehrerin. Mein Lieber, du, die hat ihre Suchten, die brauchen Backer. Es gibt mehrere, die Suchten haben. Ich zum Beispiel. Ich hab dich zum Fressen gern. Oh, Peppi, ich dich doch auch. Aber jetzt pass auf, die Tante Anni. Eigentlich Anna Maria, darauf legt sie sehr großen Wert. Das ist die einzige Verwandte von meinem verstorbenen Mann, vom Hubert. Und die hat uns damals unser Haus Sonnenschein mit hingebaut und hat uns in die ersten Jahre finanziell sehr unterstützt. Außerdem hat sie meine Tochter, die Rosmarie, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt, wie sie selber sagt. Das ist doch wunderbar von der Tante. Mensch, die kümmert sich doch noch um die Verwandtschaft. Ja, aber das eigentliche Problem ist das, Ja? sie ist eine eingefleischte Junggesellin, fast schon Männerfeindin. Ja, der einzige Mann, der bei ihr was gegolten hat, war mein Mann, ihr Neffe, von ihr liebevoll Hupsi genannt. Es gibt mehrere so komische Heilige. Das ist halt ein bisschen eigen. Ne? Schaut mich an, ich bin auch so ein komischer Heiliger. Also, wo liegt jetzt das Problem mit der Tante? Ja, wenn die Tante erfahrt, dass ich wieder geheiratet habe und sozusagen einen Hochverrat am Hubert begangen habe, du, die ist imstand und nimmt mir das Haus weg. Oder sie enterbt vielleicht die Rosmarie. Ach, deswegen. Deswegen hast du so großen Wert drauf gelegt, dass wir heimlich heiraten. Obwohl, mir war's auch recht. Weißt, meine Arbeitskollegen, die hätten recht saudumm dahergeredet. Ja, wenn sie erfahren hätten, dass ich in meinem Alter noch einmal heirate. Aber ich bin recht froh. Du, Ja? aber was tun wir denn jetzt mit der Tante? Ja, weißt du was, mei? Das sagen wir ganz einfach nichts und die Sache ist erledigt. Es ist aber nicht so einfach. Die kommt nämlich jedes Jahr einmal zu uns zu Besuch und schaut so in ihrer Pension nach dem Rechten. Die Hälfte vom Haus gehört ihr noch. Aha. Naja, also bis die Kind, der Weib halt und schon was ein. Peppi, da muss uns aber schnell was einfallen. Vor einer Stunde hat es angerufen, dass heute um 6 Uhr kommt. Was, heute? Ja, Um 6 Uhr? ja. Um Gottes Willen, das ist ja schon gleich. Ja. Um 6 Uhr. Ja, was tun wir denn? Weißt du was, ich versteck mich in der Spülmaschine oder so rum. Peppi, für dich, da gibt's doch kein Programm. Ich darf einfach nicht verheiratet sein. Hat du schon her? Möchtest du mich vielleicht? Möchtest du schon wieder Witwe werden? Ach, red doch kein Kass. Ja, So was. Ja, was ist denn da los? Habt ihr schon euren ersten Ehekrach gehabt? Der Peppi, jetzt sag du mal, was los ist. Die Mama, die ist ja ganz durcheinander. Also, Rosi, deine Großtante ist im Anrollen. Um Gottes Willen. Jetzt stehen wir da alle drei mit den gewaschenen Füßen. Ja. Also jetzt passt mal auf, ihr 2 Flitterwöchner. Was ist? Ihr dürft nicht verheiratet sein, wenn die Tante kommt. Jetzt fängt ja an. Du, den Vorschlag hat mir deine Mama vorher schon gemacht. Aber ich lass mich nicht scheiden. Na, da muss ich schon wieder Witwe werden. Peppi, jetzt gerade nicht gleich durch. Wer wird die denn umbringen wollen? Wo wir doch alle so froh sind, dass wir die haben. Was redst denn du? Wieso? Bist du vielleicht nicht froh, dass du mich hast? Also einen besseren wie unseren Peppi hätten wir nicht erwischen können. Was heißt mir? Ich hab ihn erwischt. Das hast du selber gesagt. Also, es ehrt mich sehr, dass ihr zwei mit mir so zufrieden seid. Aber das bringt uns jetzt mit der Tante auch nicht weiter. Also, ich denk mir, das ist so. Hä? Der Peppi ist, wenn die Tante kommt, nicht dein Mann, Mama, sondern der Hausdiener. Was bin ich, der Hausdiener? Ja, aber was soll denn der tun? Wir haben doch nur einen einzigen Gast im Haus. Das ist doch gerade pro forma. Die Tante, die kommt doch nur immer 2, 3 Tage. Und heute ist Freitag. Ja, und was tun wir, wenn es diesmal länger da bleibt? Dann ist Montag und der Peppi geht wieder in die Arbeit. Ja,
Nein, nein, ich hab Urlaub und außerdem hab ich Flitterwochen. Ich aber auch. Mein Flitterwochen, das muss super sein. Also, Baby, du kriegst eine grüne Schürze und eine Mütze, wo drauf steht Sonnenschein. Ja, ja schon. Der grüne Schürzen. Und der Tracht ist... Aber eigentlich ist es der Tante gegenüber ganz schön scheinheilig, hä? Ja, also am meisten stinkt aber nur, dass ich aus dem Schlafzimmer raus muss. Jetzt ist die Frau noch nicht einmal da und schon habe ich sie dick. Baby, Was? das ist aber gar nicht für lange. Du musst gar nicht lang raus. Du, aber dann darf ich wieder rein ins Schlafzimmer. Claro. Das sind doch keine Unmenschen. So ist es. Danke. So, dann ist ja soweit alles klar. Weißt du was? Und du schaust klein auf, da muss irgendwo die grüne Schürzen sein und das Kappe, das der Papa aber aufgehabt hat, weißt du, schon wieder mit den Gästen die Gaudi gemacht hat, wenn sie fotografiert haben. Ich bin schon unterwegs. Also dann, Schicksal, nimm deinen Lauf. Ja. Oh mei, was tut man nicht alles? Dass die Erbschaft bei den richtigen Leuten bleibt und das Sach zum Sach kommt. Oh, Peppi, du hast nichts mehr als Puzzeln im Kopf. Also dann gehen wir so. Ja. Aber, Ja, jetzt geh nur zu. Ach, unser Fräulein Müller, die kriegt das eh nicht mit. Ach was, das wird schon gut gehen. Hoffen wir's. Ja, grüß Ihnen Gott, Frau Leiminger. Grüß Ihnen. Ja, das ist nicht, dass ich Ihnen mal Hallo anbrief. Ja, der Herr Muggenthaler, grüß Ihnen gut. Gut. Es ist aber nett, dass Sie mal wieder vorbeischauen. Ja. Darf ich Ihnen was bringen? Ja, was mag ich denn, was mag ich denn? Also, Frau Leiminger, wenn man Ihnen so anschaut, dann mag ich gar nichts. Aha, dann wollte ich sagen, da ist Ihnen also der Appetit vergangen, wenn Sie mich anschauen. Sie sind aber ein Quappitz Weiberlein. Allerweil lustig und ventil. Noch. Mings vielleicht ein Viertel Wein trinken, ha? Dankeschön. Ja, da hätte ich nichts dagegen. Einen guten Gimmeldinger hätte ich reingekriegt. Das ist recht, ja, dann bringen Sie mal shoppen. Dann kann ich gleich schauen, ob mein Hals noch dicht ist, gell? Ja, ich bin gleich wieder da, gell? Ja, Sachsen, die ist das ein sauberes Weiberleid, hä? Herrschaftszeiten. Ja. Dorten die Schönheit und da die Kraft. Mensch, gibt das ein sauberes Paar. Du, das passt wunderbar, oder? Was ist denn das für einer? Das Geschäft muss ja nicht schlecht gehen, dass er sich ein Haus alleine leisten kann. Was sind Sie für einer? Einer habe ich noch nie gesehen. Sind Sie neu? Ja, nie noch hinein. Aha. Ja, seit gestern. Ich bin der Mann von der... Was? Ich bin der Mann, der hier für Ordnung sorgt. Ach so. Ja, nein, aber schon. alle sagen Peppi zu mir. Ja, der Sepp also sozusagen. Nein, Josef, wenn ich bitten darf, nicht? Ja, sagen Sie, wer sind denn Sie? Neugierig ist er der gar nicht. Also pass auf. Ja. Ich bin der Muggenthaler. Mir gehört der große Hof drunten an der Kirche. Aha, Ich bin im Gemeinderat und im Kreistag tätig. Klangt das? gleich. Mehr braucht's nicht. Aber ganz was anderes. Ja. Leitet das in dem Haus da so, dass er sich wie du bist, da umeinander geschafteln kann? Was heißt denn umeinander geschafteln, mein lieber Freund? Ich bin hier der Mann für alle Fälle, nicht? Ach so, na, kennst du schon aus da herin? Freilich, nicht würde mich auskennen. Ich bin doch da herin der Dings da, der Direktor. Ach so? Ja, freilich. Er muss dich entschuldigen, dass ich du gesagt hab, gell? Freilich. Naja, macht ja nichts, nur sag ich zu Ihnen auch, du. Also gut. Ja. Ich bin der Anton. Aha. Aber kannst ruhig Toni zu mir Ist sagen. weiter so. Ich bin der Peppi. Ja. Ganz im Vertrauen. Was ist? Hat die Wirtin schon einen? Warum? Was soll denn die Wirtin haben? Ach, Schafzeiten, der versteht mich nicht. Ja, ich mein, ob die Wirtin schon einen Haberer hat, einen Spezi, einen Fremd. Ach so meinst du? Ja, freilich. Ah, du, Herr Waterwind. Ja, was ist das, kann ich natürlich nicht wissen. Du, jetzt bin ich gerade 2 Tage da. Ach so. Überhaupt, ich meine, warum interessiert denn die das? Warum interessiert die das? So eine blöde Frage. Er weiß mich halt interessiert. Aha. Die Wirtin, das ist doch ein sauberes Weiberleid, nicht? Ja, und eine Witwe ist doch auch, oder? Ja, und ich bin doch ein gestandenes Mannsbild, oder? Ja, und eine Witwe bin ich auch, oder? Aha, oder?
Was heißt da aha, oder? Und die Wirtin gefällt dir, oder? Und wir. Weißt, Peppi, die Sache ist ja so. Meine Alte, Gott hab sie selig, die Beißzanger, die Kreislige. Die ist vor einem halben Jahr gestorben, verstehst du? Und da hab ich halt gedacht, verstehst du? Jetzt ist freie Bahn, die Wirtin hat dir gefallen. Ja. Ich hab das schon. Du, jetzt darf mich bloß interessieren, wie du das zusammenbringst, dass du die Walli rumbringst. Ja, da bin ich selber neugierig, wie ich die so packen soll. Pass auf, Peppi, mach wir's ja so. Es soll dein Schaden nicht sein. Du bist doch da im Haus, ne? Du musst mir helfen. Ja, freilich, wenn's weiter nichts ist. Weißt du, was, Peppi, die Sache ist ja so. Mir gegenüber ist die Wirtin aber ein bisschen zugeknöpfelt. Und du meinst, ich soll dir beim Aufknöpfeln helfen, ne? Ja, nicht doch bei mir. Ja, siehst du, so reißt du mein Zeug zusammen. Ja, verstehst du, beim Aufgipfeln von der Walli sollst du mir helfen. Ja, du sollst bloß aufpassen, dass bei der Walli kein anderer hinkommt, als wie der Richtige. Kannst dich drauf verlassen, da passt du schon auf. Passt du auf. Also, das ist ein Wort, schau her. Da hast du von mir einen Hunderter. Was? So ist er, hör mal, ich bin doch nicht käuflich. Komm, jeder Mensch ist käuflich. Das kommt bloß auf den Kaufpreis drauf an, verstehst du das? Das muss ich doch wissen aus dem Kreistag, oder? Das ist ja genau so. Also, was er sagt, 100 sind ja zu wenig. Da haben wir 2 dazu, 300. Ja. Du bist ja direkt der Wucherer. Da schau her, das sind 5 blaue, aber jetzt muss er Ruhe sein. Das gang für den Anfang als Anziehung, gell? Bevor ich mich von dir der Batzen lasse. Wie lange muss jetzt ich dann den Aufpasser machen? Na ja, bis zwischen der Walli und mir alles in Ordnung ist. Ja, freilich. Also noch Arbeit! Was ist denn? Das ist unbequem. Ja, eben. Das ist mal auf da. Ja, das tue ich ja die ganze Zeit. Jetzt. Ja, du, und was ist aber dann, wenn sie die ganze Geschichte vielleicht so ein bisschen länger strecken darf? Dann waren natürlich die 500 Mark, die du mir gegeben hast, ein bisschen wenig. Was meinst denn du? Ja, du kriegst dann schon noch was und außerdem streckt sie das nicht entlang. Nein. Oh. Ja, was denn? Das streckt sich schon nicht entlang. Pass auf, mach das so. Wenn das alles klappt, kriegst du von mir in der Woche so, 200 Mark. Du sag mal lieber 200, da kann ich leichter rechnen mit 200. Also, dass du auf die Walli aufpasst und Reklame machst für mich. Was, das muss ja? Logisch, das ist so ganz wichtig. Ja, selbstverständlich, das ist doch klar. Du musst dir doch meine Vorzüge doch beibringen. Nicht? Und ihren Mund ein bisschen wasserig machen. Ja, da wird es mal verzieren, gell? Also, dass wir uns richtig verstehen, ich krieg also von dir jede Woche 200 Mark, bis du mit der Walli verheiratet bist. Mei, bis ich mit der Walli verheiratet bin. Das hast du jetzt ein schön gesagt. Du passt auf und ich zahl. Passt, das machen wir gleich schriftlich. Was schriftlich? Das brauchst du doch wirklich nicht. Ja, du, ich bin doch ein Ehrenmann, verstehst du das? Ich bin der Muggenthaler. Ich bin im Gemeinderat, ich bin Politiker und wenn ich was sage, Dann ist es auf alle Fälle besser, dass wir es gleich schriftlich machen. schriftlich, ja, ich weiß ja nicht. Also bis der Anton Muggenthaler mit der Frau Walpurga Weinberger verheiratet. Was? Wieso den Weinberger? Die Walli heißt doch Leiminger. Oh, der Leffi weiß nicht einmal, wer seine Chefin heißt. Jetzt war's beinahe schief gegangen. Also der unterzeichnete Anton Muggenthaler sichert dem Josef Weinberger wöchentlich 200 Mark zu, und zwar so lang, bis der Anton Muggenthaler mit der Frau Walpurga Leiminger verheiratet ist. Punkt. Also, was meinst Soll ich unterschreiben? du? Ja, bitte. Naja, von mir aus.
Ja, aber... Was? Aber 100 Mark dann auch gelangen. Nix, Muckenthaler 200, wie wir es ausgemacht haben, drunter. Rien va plus. Wie heißt das? Rien va plus. Ah ja, jetzt, ja. Muckenthaler. Ah, du bist vielleicht ein Verrückter. So, und jetzt sind wir Geschäftspartner, wir zwei. Geschäftspartner. Ja. Ja, wie das wieder klingt. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich da jetzt nicht einen Fehler gemacht habe. Das hast du wunderbar gemacht. Also pass auf, es ist ja so, du kriegst jede Woche deinen Bericht von mir. Ich krieg von dir jede Woche am Montag spätestens bis um 9:30 200 Mark. Sind wir uns einig? Naja, ja, von mir aus wird schon stimmen. So, da ist jetzt der Wein. Ja, Baby. Was ist? Gut schaust aus wie ein richtiger Hotel. Ja, ich bin auch ein richtiger Hotelportier. Also, Frau Leiminger, wie Sie wieder ausschauen, direkt zum Anbeißen. Was ist denn? Beiß nicht so viel, sonst geht's Gebiss kaputt. Bei einer merkt man jetzt schon, dass der Frühling kommt, hä? So? Ja. Bei dem ist ja der zweite Frühling schon durch. Frau Leiminger, sag's doch Herrn Hausl, er soll noch ein Glas bringen, dass wir anstoßen können auf den schönen Tag. Ja. Baby, holst du vielleicht nur ein Glas? Der macht mit? Frau Leiminger, sagen Sie mal, wie kommen denn Sie zu so einem Mo? Wieso Mo? Wieso wissen Sie? Ja, was haben Sie denn? Ja, ich mein, der Peppi, der ist doch ein Mo, oder sehe ich das nicht richtig? Ach so, ja, freilich. Ja, und was für einer, mein Lieber? Ja, das ist ein Flinksbürscher, der ist lustig, ja, wirklich. Ja, der ist sehr tüchtig. Der hat alles fest im Griff. So? Ja. Naja, so fest, meine ich, hat er doch nicht alles im Griff. Ja, doch schon. Welches Rindviech hat denn da draußen die Gläser so saudumm hingestellt, dass gleich von der Lohr runterfallen? Das Rindviech war ich. Ich hab die Gläser abgewaschen und zum Trocknen hingestellt. Frau Leiminger, Ja? Erna Hausl ist reichlich frech zu Ihnen. Nein. Lassen Sie einer für ja nichts gefallen, gell? Ja nix. Nein. Bratzen weg, sowas kann ich ja nicht einschenken, nicht? Der Kerl muss hinaus. Er muss hinaus. Ich weiß nicht, also der Wein, der ist trüb. Was ist der Wein? Ja, Der ist trüb, doch. Der ist einwandfrei. Ja, was, Einwandfrei ist der Wein. ja, was soll denn das bedeuten? Baby, das geht doch nicht. Wieso? Der soll nicht so viel saufen. Was? Ja, der hat schon einen ganzen roten Belly, schau. Ja, den trifft noch einmal der Schlag. Ja, sag einmal, Freundl, weißt du nicht, was wir mir ausgemacht haben, hä? Wieso? Sollst mich doch nicht runtersitzen. Was habt ihr ausgemacht? Sag's ihr halt, als die draußen Muckenthaler. Ja, also, Frau Leiminger, Ja? ach was, nein, wissen Sie, was ich zahle? Ja. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt schon, danke. Du Freundl, Was das ist sag denn ich dir. Muckenthaler? Die blase raus aus dem Land, gell? Für mein Geld möchte ich eine anständige Arbeit, verstehst du? Herr Muckenthaler, um Gottes Willen, was haben's denn? Sie sind ja ganz durcheinander, ist ja nicht gut. Die Nerven werden nachlassen bei ihm. Ja, Nerven. schaut's, wie er zuckt. Ein bisschen unbeherrscht ist er, der Muckenthaler. In seinem Alter hat man immer die besten Nerven. Du Freundl, du willst mir mein Alter noch mal vorwirfst, gell? Und unbeherrscht bin ich überhaupt nicht. Das sag ich dir, wenn du frech wärst, wenn du es nochmal sagst, dann hau dir deine Zehen raus, dass du so einen Uhrketten hier hängen kannst. Aber Herr Muckenthaler, das war doch nur ein Spaßerl. Der Peppi hat nur einen kleinen Spaßerl gemacht, gell, Peppi? Mit meinem Kopf, da macht man keinen Spaß. Wenn so dahergelaufene Jokolore, da lasse ich mich einfach nicht runtersitzen und meine Gebrechen vorwerfen, dass wir uns geil verstehen. Also Muckenthaler, ich sag nichts mehr über deinen geschwollenen Kopf, über deinen roten und auch nicht über deinen Inhalt, über deinen aufgeblasenen. Da werden sie einer so einen Hausdeppen zugekriegt haben. Wenn jetzt so die anderen Gäste auch so ist, dann können sie einen Lohn zusperren. Aber Herr Das sag ich Muckenthaler- Ihnen. Zusperren, habe ich gesagt. Für Gott. Was ist denn?
Also glaubst du bringst alles durcheinander? Wieso? Gar nichts bringe ich durcheinander. Alles fest in Griff. Ja, von wegen weißt denn du nicht, wer das ist? Der Muckenthaler, das ist ein sehr einflussreicher Mann. Ein Hammi ist er, ein Bart ist er, ein Andrater. Verstehst du, ich glaub wohl, dass er mit Geld alles machen kann. Ja, natürlich, er hat einen Haufen Geld, aber das Schlimmste ist das, Was? ich bin ja auch noch einen Haufen Geld schuldig. Was ist? Ja, ich hab letztes Jahr die Fremdenzimmer renovieren lassen und dann hat er mir 30.000 Mark geliehen. Ja, du, und ich war gleich so froh, dass er mir das Geld gegeben hat. Nur, übermorgen ist fällig. Jetzt habe ich ihm einen Wechsel unterschrieben. Ein ganz schöner Bazi, der Muckenthaler. Du, sag mal, hast du das überhaupt gemerkt, dass der auf die losgeht? Ja, das schon. Mir ist es ja selber immer zuwider, wenn ich der anschaue. Das will ich aber auch hoffen, Peppi, dass dir das zuwider ist. Peppi. Wann ist denn der Wechsel fällig? Übermorgen. Ja, und jetzt wollte ich mit ihm reden, dass er mir die Zeit verlängert und du hast alles verpatzt. Nix, gar nichts habe ich verpatzt. Das ist doch alles in bester Ordnung. Oh, aber jetzt glaube ich, wird's Zeit. Für was? Ja, für was, die Tante? Ah, heiliger Strohsack, auf die habe ich ganz vergessen. Was tun wir denn jetzt? Was tun wir denn das? Alles, wie wir es ausgemacht haben. Und also du bist nicht verheiratet, ich bin dein Hausmeister und alles andere, das wird sich finden. Mein Baby, ich bin... Glaubst du, du hast aber bloß Busseln im Kopf? Flitterwochen. Ja, jetzt geht's. Aber wirklich, Ah, grüß Gott, Frau Leiminger. ja, der Mani, grüß dich gut. Suchst deinen Vater? Nein, den sehe ich daheim noch früher genug. Möchtest du was? Ja, schon. Ja, na sag's halt. Das muss ich einer jetzt ins Ohr sagen. Ui, ja, du schau her, du bist mir aber einer. Ja, die ist aber jetzt leider nicht da. Oh, das ist jetzt aber sehr ungünstig. Jetzt, wo ich mir extra einen Schneider drunter hab, ist die nicht da, gell? Was, du hast ja extra Schneider drungen. Ja, weißt du, denn, weil normalerweise bin ich auch furchtbar schüchtern. Ja, mein Vater sagt immer, ich bin ein Depp. Aber das stimmt nicht, gell? Nein, Manni. Schüchtern bist du schon, aber noch lang kein Depp. Ah, das ist ein Wort, Wirtin. Jetzt bin ich so richtig froh, dass ich meinen Schneider drunter hab. Ja? Wirtin, ich sag's ja, du gefällst mir. Ja, du Geimeli, aber so viel Schneid braucht's auch nicht. Da, sitz dich hin. Was ist, magst du was trinken? Ja, ich weiß es nicht. Trinke ich jetzt eine Cola, dann verliere ich noch mein Schneid. Und wenn ich jetzt noch einen Schnaps trinke, dann kann es leicht sein, dass ich noch gefährlicher wäre. Bleib nur du sitzen. Weißt du was, ich bring dir ein Bier. Das hilft gegen deine Schüchternheit und auch gegen zu viel Schneid. Ja? Wirtin, du bist echt spitze, bist du? Gleich bring ich dir dein Bier. Brav sein und sitzen bleiben. Dankeschön, Wirtin. Und ich bin auch ganz brav, gell? Aber was bleibt mir anders übrig? Guten Tag. Ach so, grüß Gott. Sind Sie auch Gast hier im Sonnenschein? Gast? Ja, eigentlich schon. Ich warte auf mein Bier. Das ist es aber nett, dass Sie auch Gast hier sind. Ich wohne nämlich auch hier. Wie lange bleiben Sie denn? Ja, das weiß ich nicht. Ja, bis ich mein Bier getrunken hab halt. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Mein Name ist Müller. Hannelore Müller. Wie der Müller. Und ich bin der Manni. Mami. Klingt irgendwie französisch. Ach, geh, so ein Schmarrn. Das ist Borisch. Und schreiben tue ich mit Muckenthaler. Das ist aber kompliziert. Also, Manni, Sie wohnen auch hier? Ja, freilich. Wo denn sonst? Ja, welche Zimmernummer haben Sie denn? Okay, ich hab doch keine Zimmernummer. Ich hab eine Hausnummer. Aber Manni, hier im Haus hat doch jedes Zimmer eine Nummer. Das ist mir doch wurscht. Also, Sie sind auch auf Urlaub hier? Ich hab doch keinen Urlaub. Ich hab das doch gesagt, dass ich da wohne, indem dass ich der Muckenthaler bin. Also, diese Eingeborenen sind wirklich ein komisches Volk. Wie lange bleiben Sie denn in Schöning? Also weißt du, deine blöde Fragerei, die geht mir jetzt allmählich auf die Nerven. Ich gehe überhaupt nicht weg aus Schöning, verstehst? Ich mag nicht weg, weil ich da wohne und weil ich mal das Anwesen von meinem Vater übernehme. Verstehst du das? Nicht? Also pass auf. Ich hier sein, ich hier bleiben, ich sein der Muckenthaler, ich tun hier wohnen, ich tun Bier trinken und ich nicht gehen weg. Du mich einfach. Jetzt dreht der Irre. Ja, natürlich, ich verstehe.
blöde Kuh, hä? So, Manni. Da ist jetzt dein Bier. Dankeschön, Wirtin. Zum Wohlsein. Auf das Glück des Hauses, gell? Glück des Hauses. Du bist aber vornehm. Ja, mein Lieber, Glück können wir jetzt brauchen. Sag mal, Wirtin, Was denn? was habt ihr noch für Weiberleute im Haus? Da war gerade so eine damische Amsel da, die hat immer von einer Nummer geredet. Eine Nummer? Müller oder so ähnlich heißt die. Ach, das ist unser Fräulein Müller aus Dortmund. Ja, du, das ist ein Sommergast. Der einzige momentan jetzt in der Vorsaison. So, sag mal, ist die da oben vielleicht nicht ganz okay oder so, hä? Na, also, ich hab noch nichts gemerkt, dass die Spinner da. Na, also ich weiß nicht, für mich ist der ein bisschen da, gell? Okay. Aber wegen derer bin ich ja nicht gekommen, gell? So, ja, freilich. Ja, aber das tut mir jetzt leid, die Rosi ist immer noch nicht da. Ach so. Ja, dann sagst du ihr heute einen schönen Gruß und ich möchte und ich will, verstehst mich schon, gell? Du möchtest und du willst. Ja. Ich verstehe dich schon. Weißt du, was ich sage, einen schönen Gruß. Ist das recht? Wirtin, ich sag's ja. Wirtin, du bist echt spitze. Was bist denn, du Narrat? Was tust denn? Ja, das hat jetzt sein müssen. Weil du bist nämlich die einzige Frau, die mich versteht. Verstehst? Zahlen tu ich morgen. Halt, Freunde, da blieb nicht. Gleichzahl bei uns wird nicht aufgeschrieben. Aber na, Baby, lass doch, das ist der Muggenthaler Manni, der kommt aber wieder. Ja, eben, so. Lass dir mal anschauen. Schau nicht so billig, ich kauf die nicht. Hm? Ja. Der gleich Schwulschädel wie sein Vater. Also, Freunde, zahlen, dann kannst du marschieren. Jetzt sagst du mal deinem Hausler, er soll mich auslassen, weil ich muss ja mein Geld raus tun. Baby, das ist doch der Manni. Der Manni hat kein Money, gell? Du sag einmal, kriegt denn da herin jeder ein Puzzle, wenn er ein halbes Bier kauft? Ja. Bist eifersüchtig? Was? Auf das Abziehbild, eifersüchtig. Aber die Schmuserei mit den Gästen hört sich auf da herin. Jetzt, Kim, lass dir doch erklären. So, da ist das Pulver, gell, stimmt schon. Du das Pulver her, sag ich, Freundl. Lass das Grimassen schneiden, du Birschel, du Halblustigst, du. Jetzt geh noch zu, Manni. Ich richte dir dann schon einen schönen Gruß aus, gell? Ja, wunderbar, Wirtin. Ja. Und vergiss mich nicht, gell? Die kriege ich schon noch. Also glaubst du, der ist genauso aufdringlich wie sein Vater? Überhaupt, wie kommst denn du dazu, dass dich du von dem Rotzlöffel da abschlecken lässt? Mein Gott, schau, der Manni, der hat ein Auge auf unsere Rosi geworfen. Jetzt hat er sich extra ein Schneider drungen, damit er sich reden traut. Aha, dann hat sich bei dem die Sauferei auf die Augen geschlagen scheinbar. Weil er auf dich losgeht und nicht auf die Rosi. Geschmarrn. Er hat mir doch bloß ein Puzzle gegeben, weil er sich so gefreut hat. Sozusagen seiner zukünftigen Schwiegermutter. Ja, das ist jetzt blöd. Dann hab ich ihn ganz umsonst rausgeschmissen. Ja, schon wieder einen. Mein Lieber, du, wenn du so weitermachst, dann kommt bald gar nichts mehr. Also der Kind wieder verlasst dich drauf, schon wegen der Rosi. Hoffentlich. Mein Lieber. Ist nicht gerade der Muggenthaler Manni da? Ja, grad ist er gegangen, dein Bräutigam, Rosi. Bräutigam? Happy Mama, wir sind Bräutigam. Er war da und hat einen recht schönen Gruß an dich ausrichten lassen. Und hat gesagt, Dass er dich heiraten will. Happy Mama, ist das wahr? so direkt hat er es nicht Heute, gesagt. Pappen. Rosi, weißt du was? Lauf durch die Küche hinten raus, vielleicht erwischt ihn noch. Mami! Mami! Was redst denn du daher? Der hat doch vom Heiraten überhaupt nichts gesagt. Vielleicht sagst du dafür jetzt eher ihr. Was ist das? Weißt du, was das verheiratet sein, das ist so schön. Das kann ich nur empfehlen. Peppi, du Mannsbull, du glaubst das. So, jetzt bin ich da. Ja. Ich habe zwar geglaubt, dass man mich vom Bahnhof abholt, aber das braucht's ja offensichtlich nicht, dass man zu älteren Menschen zuvorkommend ist, nicht? Und grüßen braucht's offensichtlich auch nicht, oder? Herzlich willkommen, Tante Anni. Anna Maria, bitte. Du weißt genau, dass ich Anna Maria heiße. Ja, Entschuldigung, Tante, aber wir haben ja nicht gewusst, schau. Tu deine Finger weg von meinem Medikamentenkoffer. So. Und er da? Wer ist er? Josef Weinberger ist mein geschätzter Name. Ich bin sozusagen zur Beruhigung von der Frau Wirtin im Hause. Der Mann im Haus erspart den Baldurian. Geh, lass doch deine saublöden Witz. Sag einmal, Walburger, wie bist du zu dem da gekommen? Ja, Maike,
was soll ich da jetzt sagen? Was heißt, du, ich habe eine klare Frage gestellt, will ich eine klare Antwort haben. Also nochmal, wie bist du dem da gekommen? Vom Arbeitsamt, von der Ruhe, nicht einsagen. Typisch Lehrerin. Also, Walburger, ich warte. Ja, Tante Anna-Maria, vom Arbeitsamt. Ja, weißt du, der Peppi, der ist sozusagen meine rechte Hand. Der ist da so für die schweren Arbeiten und ich bin ganz froh, dass ich ihn hab. Allein darf ich das gar nicht schaffen. Der Blödsinn. Eine Frau schafft alles allein. Also völlig überflüssig. Ja, das darfst du aber jetzt auch nicht sagen. Alles auch nicht. Ja, da hat sie schon recht. Alles auch nicht. Ja, Was hast du denn? ja mir hat's da gerade so gezwickt, gell? Aber es ist schon wieder vorbei. Ja. Also er da ist der Hausdiener, stimmt's? Ja. Hausdiener, jawohl. Naja, na ist schon besser. Hat er schon kapiert. Also blöd ist er nicht. Blöd ist er nicht, jawohl. Und Name? Josef Weinberger, genannt der Peppi. Und Alter? Alter. 53, aber ich schau viel jünger aus. Größe 1,79, Kragenweite 40, Schuhgröße 43, römisch-katholisch, keine Erbkrankheiten, nicht vorbestraft bis auf 2-mal Strafporto. Amen. So ein kindischer Teufel, mein Lieber. Jawohl, kindischer Teufel. Tante, hast denn du nur das Kofferl dabei? Ja, da werden Sie wohl nicht lange bei uns hier verweilen wollen, Frau Tante. Ja, was geht denn das am Personal an? Also ich hab nur ein paar Kleinigkeiten dabei und die stehen draußen. Ah ja. Geh zu, Peppi, hol's rein. Jawohl. Okay, Tante, du bleibst aber schon wieder ein paar Tage da bei uns, ha? Ja, so wie halt alle Jahre. Weißt schon, bis Montagmittag. Ja, schön. Und dann fahre ich weiter zu meiner Freundin Elisabeth. Ah ja. Also, verehrte Frau Tante, ich meine nur informativ eine Frage. Welcher von den Koffer da draußen ist der Ihrige? Ja, saublöde Frage. Alle natürlich. Dann müssen wir unser Lagerhaus mieten. Ja, seit wann geht denn das am Personal was an, mit was und mit wie viel Koffer die Gäste reisen? Also raus jetzt und rein damit. Jawohl, raus und rein. Oder zuerst rein und dann raus. 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 Ja. Das ist ja ein... Schau, du darfst den Peppi nicht so scharf anreden. Ich bin doch so froh, dass ich ihn hab. Gepappalapapp. Männer. Aber wieso denn? Mein Mann, dein Neffe, war doch auch ein Mann. Das ist ja ganz was anderes. Das war ja schließlich mein Neffe, nicht? Ja. Ja. Übrigens, sag einmal, Walburger, Was denn? hast du vielleicht einen Freund? Oder sonst irgendwie so ein Geschlampertsverhältnis? Tante, ich schwöre dir, kein Freund, kein geschlampertes Verhältnis. So, ja, das will ich auch hoffen. Du brauchst keinen Mann. Ich habe auch keinen. Und 100 hätten wir sagen können. So hast du. Ja, aber was, Tante, es gibt schon so verschiedene Dinge da, wo man einen Mann schon sehr gut brauchen kann. Gepappalapapp. Ich brauche keinen Mann. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen Ofen, der raucht, habe einen Papagei, der flucht und habe einen Kader, der nächtelang umeinander streunt. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ja, Pappalapapp. Aber ganz richtig siehst du es nicht, Tante. Weißt, es gibt schon manche Dinge, da ist es ganz angenehm, wenn man einen Mann hat. Na, Pappalapapp. So, klappers. Wo sollen denn die 2 Wochenendhäuser hin? Peppi, Ja? bitteschön, tragst doch auf Zimmer 7. Das ist der Tante ihr Zimmer. Tante, Zimmer 7. Du, die 7 Zwerglein, das Schneewittchlein. Also, Walburga, ich muss sagen, du behandelst ihn viel zu höflich. Okay. Ja, du musst ihn ein bisschen forscher angreifen. Sonst hat er womöglich keinen Respekt vor dir und wird am Ende noch frech. Du bist die Chefin und er ist ja nur ein Domestik. Was ist der Peppi? Hast du das doch gehört? Ein dummes Stück. Ein Domestik, ein Lakai. Ja, aber Tante, schau, man muss doch gut sein zu seinem Personal und freundlich. Gute Leute sind rar. Pappalapapp.
Weißt du, Die Hälfte hab ich schon gleich. lass ihn mal wegschauen. Du bist ja hoffentlich versichert, wenn dein Personal was anfällt. Jawohl, wir sind versichert, die brauchen nicht aufpassen auf das Glück. Das ist ein Unverschämt. Sag mal erst, das ist ja schon ein eigenartiger Mensch. Der ist schon ein bisschen arg kindisch, mein Lieber. Na, so darf man das nicht sehen. Na, kannst So, jetzt haben wir nur noch die 5 Taschen draußen haben müssen. Tante, hast denn du alles mitgenommen, was du hast? Ja, man kann doch gar nicht vorsichtig nur sein. Liest man doch dauernd für die Wohnungseinbrüche, wenn die Leute im Urlaub sind. Jawohl! Sag mal, ja, was plappert denn der dauernd? Jawohl. Ja, mei, schau, er meint halt, dass du das so magst und drum gibt er dir immer recht und sagt das immer. Der braucht mir doch nicht recht geben. Ich weiß selber, dass ich recht hab. Jawohl, Jetzt fangst du auch noch an mit den blöden Jawohl. jawohl, Verehrte Frau Tante, nur informativ eine Frage. Wie viele Jahre möchten Sie bei uns verweilen? Das geht ein Hausl nichts an und jetzt verschwindet. Tante, ich schau jetzt einmal, dass in dem Zimmer alles in Ordnung ist, gell? Dann bin ich gleich wieder da. Naja, Reinlichkeit war noch nie die Stärke von dieser Walburga. Ach, mein Hupsi. Ach Gott. Wenn halt mein Hupsi noch lebt. Jetzt brauche ich ein Beruhigungsmittel. Baldrian. Ja, das ist das Richtige. Oh, der neue Cognac ist aber stark. Tante, in deinem Zimmer ist jetzt alles in Ordnung. Du kannst dich dann beruhigt niederlegen und ein bisschen ausrasten, gell? Ich habe jetzt gerade meine Medizin genommen. Ja. Baldrian. Ja, du, da fühle ich mich sofort wohler. Das ist gut. Ja, du weißt was, Walburga. Na, reden wir morgen über alles weiter, Ja, gell? freilich. Also dann, das nehme ich mit. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Tante, und schlaf recht gut. Du auch. Weißt, ich brauche meinen Schönheitsschlaf vor Mitternacht. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Wünsche angenehm zu ruhen. Na Gott sei Dank, die haben wir verstaut. Also, für heute kann sich kein Unglück mehr anrichten. Ja, bitte, wir haben doch alles fest im Griff. Du, sag, Rosi, was hat das dann gestern der Manni dann gemacht? Mein Baby, der war ja gleich so lieb. Ja? Zuerst hat er ganz fürchterlich umeinander druckst, weil er nicht gewusst hat, was er sagen sollte. Aha. Ja, ich habe selber nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich ihn einfach nur angeschaut. Und dann hat es die noch mehr nervös gemacht. Aha. Und dann? Und dann hat er auf einmal ein ganz arg starres Geschau gekriegt, dass mir gleich Angst worden ist. Ich hab schon gemeint, er mir schlecht. Aha. Und dann hat er auf einmal gesagt, Rosi, ich mag die. Ui. Ja, Rosi, das war ja eine richtige Liebeserklärung. Hm? Was hast denn du gemacht? Ich? Ja. Er hat mir ein Puzzle gegeben. Was? Ein richtiges Puzzle? Ja, war das falsch? Aber na, Rosi, das war das Beste, was du überhaupt machen hast können. Wirklich? Ja, Freile. Weißt du, Rosi, beim Reden, da sagt man gleich einmal etwas verkehrt. Aber beim Puzzeln, da redet man nie was verkehrt. Stell dir vor, ich bin ein richtiges Naturtalent. Wieso? Ich hab's probiert und gleich kenner. Rosi,
Rosi, du kannst ja so bleiben. Um dich brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich bin ja so glücklich. Dirndl. Ja, Oh, nicht so schreien in aller Herrgottsfrüh. das sind ja Zustände in dem Haus. Ja, Rosi. Ja, was fällt denn dir dich mit dem Hauspersonal einzulassen? Ja, hast du überhaupt kein Schamgefühl? Aber Tante, das ist doch der Peppi. Das ist doch der Mann. Sieh selber, dass das ein Mann ist, oder? Der schreckt ja nicht einmal vor der Tochter des Hauses zurück. Und beim Frühstück? Also sonst habe ich um diese Zeit immer schon mein Frühstück auf dem Zimmer gehabt. Mein lieber Zustand. Aber da werde ich jetzt eine Ordnung machen in dem Haus, das garantiere ich gleich. Also ich sag das muss man sich einmal vorstellen, du. Jetzt bin ich mit deiner Mama gerade 2 Tage verheiratet und schon schlafe ich im Gästezimmer droben. Die Frau muss raus und zwar sofort. Ach, Peppi, du wirst es doch nicht umbringen wollen. Am lieberen schon, was dürfen die nicht dürfen, gell? Was, jetzt gehst du aus, hilfst der Mama, damit das Frühstück in die Drachenhöhle kommt. Ich bin schon unterwegs. Also, da herin muss was geschehen. Es muss was geschehen, nur passieren darf nichts. Pepe, Ja? was war denn da gerade los? Die Tante hat mir erzählt, sie hätte dich und die Rosi in einer sehr verfänglichen Situation Die erwischt. spinnt ja. Jetzt pass auf, nein, die Rosi, die hat mir ja gerade eingestanden, dass sie gestern mit dem Manni sich einig geworden ist. Ach. Ja, und jetzt ist mir das Dirndl vor lauter Glückseligkeit um den Hals gefallen. Und in diesem Augenblick ist die Tante gekommen und steckt ihren Schnackelkopf rein da. Sei halt dann ein bisschen vorsichtiger. Wenigstens so lange, wie die Tante noch da ist. Schau, wenn alles gut geht, dann fahrt sie am Morgen Mittag schon wieder fort. Na, hoffentlich. Stehen kalt dran. Was? Die Hälfte vom Haus gehört doch ihr. Im Übrigen, du bist sowieso aber so schnell mit dem Leiden ausschmeißen. Pepe, sei ein bisschen freundlicher, ha? Ja, mir geht halt alles auf die Nerven. Du, von jedem musst Zeit haben und für mich bleibt nichts mehr übrig. Pepe, schau nicht so grantig. Kim, mir jetzt lieb. Soll ich vielleicht johlen? Wo ich die ganze Nacht allein sein hab müssen. Ja und? Ich war ja auch allein. Du, Ja. was? Das will ich ja hoffen. Ja, Walpurga. Ja, du verrätst meinen Hupsi? Aber das wird Folgen haben. Da kannst du Gift drauf nehmen. Gift? Haben wir kein Ratzengift im Haus? Mutti, die Sache ist aber jetzt wirklich nicht mehr zum Lachen. Wenn du mir wieder erzählst, alles fest im Griff, dann glaub ich's dir nimmer. Ach, Pepe. Was? Weißt du was? Du bist jetzt freundlich. Ja. Und ich schau, dass ich bei der Tante noch retten kann, was mir zu retten ist. Gell? Ja, und ich brauche frische Luft. Ja. Ich muss sowieso raus die Terrasse zusammenkehren. Morgen ist Sonntag. Da brauchen wir eine frische Terrasse. Oh mein Gott. Meine Flitterwochen habe ich mir eigentlich auch anders vorgestellt. Naja, aber genau wie vor 20 Jahren. Da war die Tante auch immer dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Leininger. Guten Morgen. Guten Morgen. Der ist mir gerade aufgegangen. Ja, Herr Muckenthaler. Ja, Grüß Sie, na gut, so früh schon. ja, ich sag Ihnen, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Na. Ja, die gestrige Unterredung da, die ist mir im Kopf rumgegangen. Ja, ja. Für Sie, liebe Frau Leiminger, ja, als kleine Liebesgabe und als Entschuldigung, dass ich mich gestern von Ihrem Hausl hab so provozieren lassen. Das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank. Ja, Schöne Blumen. Frau Leiminger, und dann hätte ich noch was zu sagen. So ist recht. Jetzt kommt mir die 30.000 Mark daher und ich hab's nicht. Was denn, Herr Muckenthaler? Frau Leiminger, Ja. allerliebste Frau Leiminger, gelassen mir doch wahrlich sagen zu Ihnen, da redet sie doch gleich viel leichter. So, ja, ich hab nichts meinen. Also, passen Sie auf, Wally, schauen Sie mich an, ich bin doch ein Mann, oder? Ich glaub schon. Ja, und Sie sind doch eine Frau, oder? Das weiß ich gewiss. Ja, und zwei Leute, so eine Frau und so ein Mann, wie wir zwei sind, das wird's nicht leicht wieder geben. Ja, aber Herr Muckenthaler, was Herr soll denn das? Muckenthaler, sagen Sie doch nicht alle, Herr Muckenthaler.
Sag's doch Toni zu mir. Ja, Toni, was das... Jesus Maria! Gott, was der alles tut, dass er zu seinem Geld kommt. Ja, aber Walli, machen wir's doch nicht gar so schwer. Schau, ich mein, du bist doch eine Witwe und ich bin ein Witwer und zwei Leute, die so gut zusammenpassen, das wird's nicht mehr leicht geben. Ja, aber Herr Mucken, Toni, Ja. was soll denn das? Soll das vielleicht ein Heiratsantrag sein? Ja, freilich, Walli, ja, sag halt auch ja. Aber Toni, ich bin doch schon Was bist du schon? Ach, du bist schon informiert. informiert. Ja, du brauchst ja nicht gleich Ja sagen. Es klangt mir am Morgen auch noch. Aber du sagst nicht Nein, gell, Walli? Weißt du was, machen wir's doch so. Ich sag nicht Ja und ich sag nicht Nein. Klangt das dabei? Ich heb ab vor lauter Freude, ja, Walli. Bleib so ganz ruhig, wenn das wer sieht. Auf was denn? Ja, von mir aus darf das die ganze Welt sehen, Walli. Ja, das ist ja schon wieder ein anderer. Was war jetzt das? Unser Schlossgespenst. Taucht immer im verkehrten Augenblick auf. Schlossgespenst? Ja. Toni, bitteschön, sei so gut und geh jetzt, ja? Ja. Und gell, ich hab nicht Ja gesagt. Aber auch nicht Nein. Und das heißt eben vielleicht, und Walli, das klang mir für den Anfang, gell? Nein, ist Und denk dran, Walli, nur wir zwei. Ja. Sonst nichts, gell? Nur wir zwei. Also, Walli, Ja. Handi, Bussi, Vierte, Tete. Gottes Willen. Na, der ist weiter, Gott sei Dank. Was ist denn da? Was gibt's? Ich hab mir den, die Tante ist wieder. Wieso war die Tante schon wieder da? Ja, und wieder im verkehrten Augenblick. Du weißt, was die Tante in ihren Medizinkoffer drin hat? Lauter kleine Flascherl. Ja, Medizin in Flaschen halt. Von wegen Medizin, Schnaps hat die in die Flascherl drin. Na, was sagst du jetzt? Ja, pass auf. Da, in dem einen Flascherl, wo drauf steht Baldrian-Dose Cognac drin und wo drauf steht Blutdruck, da ist Obstler drin und wo drauf steht Magensafterl, da ist Zwetschgenwasser drin. Na, Was sagst du? das ist ja das Höchste. Jetzt habe ich hier in Ihrem Magenregulator, das ist ein Whisky, da habe ich Ihr Abführmittel hineingetan. Ja. Aber der Apotheker hat gesagt, das riecht man nicht im Whisky drin. Und der hat mir hoch und heilig versprochen, dass das binnen einer halben Stunde voll wirkt. Aber das darf man doch nicht. Wieso? Die soll froh sein, dass mir der Apotheker kein Tiankali verkauft hat. Das darfst du jetzt auch nicht sagen. Jedenfalls, jetzt haben wir wieder langsam alles fest im Ja, Griff. und was ist jetzt, wenn's das nicht nimmt? Die nimm's, verlass dich drauf. Es steht doch auf dem Flascherl drauf, täglich nach dem Frühstück. Die hat ihn geschluckt. Du, ich verspreche dir, dass die heute den ganzen Tag auf dem Lokustasen sitzt. Und wir haben unsere Ruhe. Pepe, wenn das nur gut geht. Das Ich geht weiß gut nicht. hinaus. Jetzt haben wir wieder alles fest im Griff auf dem sinkenden Schiff. Wollen wir's hoffen. Pepe, Ja. aber jetzt muss ich noch schnell ein bisschen was arbeiten. Bin gleich wieder da, gell? Jawohl, und ich bin immer freundlich, wie du es verlangst, Frau Chefin. Sei so gut. Ja. Immer freundlich, wie der Frühling, wie der Sonnenschein. Früher Morgen, wann zu natürlich scheinen. Hallo, Pepe. Ja, Fräulein Müller. Heute am Sonntag so fleißig. Ja, freilich. Na, Fräulein Müller, haben's gut geschlafen? Danke, Peppi. Ausgezeichnet. Wunderbar. Und wie geht es Ihnen? Mir? Also, jetzt geht's mir wieder bedeutend besser. Ja, aber stellen Sie sich vor, ich hab heute die ganze Nacht liegen müssen. Ach, Sie armer Peppi. Gell? Ach, Peppi. Mich in aller Früh schon so zu veräppeln. Sie Aber schlimmer Das Sie. tät ich mich doch gar nicht trauen. Also gehen Sie heute wieder zum Sporteln, Fräulein Müller. Wo laufen Sie denn heute wieder umeinander? Heute mache ich Intervalltraining im Wald. Und wie geht denn das? Ja, da läuft man zuerst sehr schnell. Dann wieder langsamer. Dann macht man Rumpfbeugen. Dann läuft man wieder. Und dann macht man große Sprünge. Seitensprünge? Nein, nach vorne natürlich. Ach so. Och, Peppi, jetzt haben Sie mich
schon wieder veräppelt. Das tät ich mich doch gar nicht trauen. Also, Sie springen im Wald umeinander wie ein Rehlein. Sie schämen sich. Also, passen Sie auf. Ja. Erst laufen. Dann Rumpfbeugen. Oh. Dann wieder laufen. Und dann große Sprünge. Hoppla. Jetzt haben Sie aber ein Glück gehabt, dass ich so gut gestanden bin. Ja, Peppi, Glück braucht man halt. Aber so viel vielleicht auch wieder nicht gut. Jetzt schreien Sie schon in Stereo. Was soll denn das? Du bist auch da? Ja. Ja, sag mal, Walburger. In den Haus geht's ja schlimmer zu, als wenn Sodom und Gomorra miteinander. Ja, was soll denn du hast doch gesagt, ich soll freundlich sein zu den Gästen. Ja, aber so freundlich auch wieder nicht. Haben Sie eine Vedo, Frau Müller? Nein, danke. Es geht schon. Sie sind ja zu früh gekommen. Ja. Aber vorher wäre der Beppi nicht hier gestanden. Ja, dann wäre ich sicher gestürzt und hätte mich verletzt. Danke, Beppi. Keine Ursache, Herr Fräulein Müller. So, und jetzt werde ich gleich mit meinem Training beginnen. Wünsche einen guten Tag allerseits. Tschüss. Diese Preisen, ja, da tut ja richtig weh in die Ohren. Also, Walburger, ich wollte erst vor die Leute nicht reden. Aber dieser Mann, das ist ja ein Monster. Ein Ungeheuer, ein Sittenstrolch. Ja, wie kannst denn du sowas ins Haus holen? Das ist ja ein Züchtigkeitsverbrecherein. Mir fehlen einfach die Worte. Oh, der Herr halte Sie in diesem Zustande. Ruhe! Jetzt rede ich. Dieses Ungetüm ist ja gierig auf jedes weibliche Wesen. Auf jedes auch wieder nicht. Aber Tante, schau, das Fräulein Müller ist gestolpert, der Beppi hat's aufgekommen und somit ist doch überhaupt nichts passiert. Ja, eben, stellen Sie mir vor, wenn das Fräulein da auf unseren sauren Boden gefallen wäre, wo ich ihn gerade vorhin zusammengekehrt haben. Dieser Sextroll kommt mir aus dem Haus. Das ist eine Gefahr für deine Tochter, für deine Gäste, für dich und für mich. Auf dich ist er auch schon losgegangen. Ja, ist also losgegangen eigentlich nicht. Gerät doch nicht dazwischen. Was ich gesehen habe ich gesehen. Und das, was ich gesehen habe, das langt mir. Ja. Was habe ich denn jetzt? Haben Sie was mit dem Bauch, Frau Tante? Es mir ist auf einmal schlecht. In mir rumurt's gerade so. Das ist Tante. Ich glaube, ich muss in den Gottes Es haben gerade zur rechten Zeit noch die Wehen eingesetzt. Du hast das doch nicht wirklich vergiftet. Aber nein, es läuft doch alles wie geschmiert, oder? Ich weiß auch nicht. Brems lieber ein bisschen, ist gescheiter. Aber der werde ich helfen, der werde ich die Suppen noch versalzen. Das, natürlich Suppe. Die Suppen versalzen, da kommen wir gleich. Hey. Hallo, ist denn der Ernst? Hey! Bin schon da! Das gibt's ja gar nicht. Ja, grüß dich. Teppi. Da schaut's, gell? Ja. Da, geh weiter, Höfner. Ja, Freilich. So. Da, komm her, mir Digga. geglaubt, du hast mir geglaubt, du kannst dich heimlich verziehen, dass dich keiner mehr findet. Aber ich hab schon meine Beziehungen und du gibst mir nicht aus. Also, ich muss sagen, ich hab wirklich an alle Teufel denkt doch an dich. Oh, pardon. Also, dass du daherkommst, an das habe ich wirklich nicht gedacht. Du sag, weiß das noch jemand, dass ich da bin? Nicht, dass ihr wisst. Was soll denn diese Heimlichtuerei? Hast du was umgestellt? Such dir die Polizei? Oder bist du auf der Flucht? Ach, geh, wo denkst du denn hin? Nein, ich hätte das sowieso geschrieben. Ja, Schließlich und endlich bist du mein Pate, ne? Ja, du Strizi. Ja, wer schaust denn überhaupt aus? Ach so. Bist denn du da der Hausl? Nein. Was? Ja, eigentlich schon, freilich. Wegen der Tarnung, weißt, weil ich Dings... Kim, du hast doch sonst so eine gute Goschen. Die gackst daher wie eine alte Henne. Na, was ist? Ja, ich erzähle das dann schon, aber nicht da herin. Aha. Weißt, weil, wenn das nämlich jemand hören tät, dann wird die Geschichte vielleicht noch komplizierter, verstehst Ja.
Ich glaube allerweil, du bist ganz schön neidhaft. Aber du machst mir direkt neugierig. Und? Aber zuerst was anderes. Du bleibst doch jetzt da, oder? Na, freilich wollte ich ein paar Tage bleiben, bei meinem Neffen. Und jetzt habe ich auch Zeit, weil ich seit 3 Wochen in der Rente bin. No, was ist? Jetzt? Freilich, natürlich kannst du da bleiben. Das heißt aber... Das heißt ja oder nein? Ich würde eher sagen, na oder ja. Das heißt nicht als mein Onkel, sondern als meine Schwester. Ach, Blödsinn. Na, als Feriengast einfach, hm? Nein, Verstehst? nix. Verstehst nicht? Pass auf, dann erkläre ich das. Also, pass auf. Onkel, ich meine, das darf nämlich niemand wissen, dass du mein Onkel bist, weil sonst die ganze Geschichte noch verzwickter wird. Verstehst? Nein. Nicht? Ach so. Also ich bin in dem Häusl da nicht der Hausl, sondern was ganz anderes, verstehst? Nein. Auch nicht. Also die Tante. Die Tante, ja. Die Tante ist giftig und wenn die Tante giftig ist, nicht wahr? Ich meine, wenn die Tante erfahrt, dass du mein Onkel bist, nicht wahr, dann wird die Tante noch giftiger und dann schmeißt uns womöglich alle miteinander aus, verstehst? Ja. Ich verstehe immer noch Bahnhof. Das ist gut, wenn du nichts verstehst. Aber jetzt komm mit, jetzt zeige ich dir dein Zimmer Ja. und dann erkläre ich dir die ganze Geschichte noch einmal, weil du beim ersten Mal nichts verstanden hast. Den möchte ich kennen, der sich bei deinem Durcheinander auskennt. Nicht, dass uns jemand erwischt. Der Bub muss ja was Furchtbares erlebt haben, weil er so verdraht ist. Peppi! Was, ich hab doch gerade seine Stimme gehört. Spinne ich jetzt, oder was? Peppi! Und da ist er auch nicht draußen. Ich glaube, ich hab ihn aber. Grüß Gott, Frau Leiminger. Ja, der Manni, grüß dich gut. Und nur dazu mit Blumen. Möchtest du zur Rosi? Nein, eigentlich nicht direkt. Nicht? Sondern? Na, ich möchte. Lach es nicht, Frau Leiminger. Ich komm zu Erna. Zu mir? Ja. Nur dazu mit Blumen? Ja, danke dir recht schön. Gern geschehen. Die hab ich doch heute schon mal gesehen. Ja, wie kommt denn ich zu der Ehe? Ja, mei, weil halt die Rosi und ich, verstehen's. Aha. Ja, ich kann mir schon denken. Danke recht schön. Ist das kleiner Vasen? Danke. Ja, das ist ja leichter gegangen, als wie ich gemeint hab. Also du hast jetzt alles genau verstanden, ja? Verstanden. Also, Herr Hochsteiner, ich meine, das Zimmer gefällt Ihnen, das ich Ihnen gerade angewiesen habe. Naja, das Zimmer, das gefällt mir schon. Sag einmal, bitte, wie ist denn dein Name? Josef Weinberger, genannter Peppi. Aha, na wenigstens dein Name stimmt noch. Also Peppi, Ja? jetzt bring mir ein Bier. Ich hab schon einen ganzen Druck an den Hals vor lauter Neuigkeiten. Ein Bier, selbstverständlich, bitte sehr, bitte gleich. Bring mir ein Bier. Und mir bringst du auch ein Bier, gell? Jawohl, Schwollkopf, ich auch. Bitte sehr, bitte. Entschuldigen Sie, Herr, sind Sie ein Gast in dem Haus? Ja, Aha. Und bleiben Sie länger? ein paar Tage, wahrscheinlich. Ein schönes Wetter haben wir heute, gell? Ja, sehr schön. Ja, und wenn man bedenkt, dass wir erst April haben, gell? Ja. Ich bin der Manni. Und schreiben tue ich wie Muckenthaler. Aha. Ja, und seit gestern bin ich verlobt mit der Rosi. Das ist ja sehr schön. Ja, und ich bin ja gleich so happy, gell? Und die Rosi auch. Gratuliere. Dankeschön. Ja, Baby hat gesagt, wir sind vor Bier bestellt. Ach Gott, Dankeschön. Zum Wohlsein. Das ist gut. Dann sind die Wirtin. Ah, die bin ich. Grüß einer gut. Der Baby hat mir schon gesagt, dass wir einen neuen Gast gekriegt haben. Grüß einer. Ich bin der Sebastian Hochsteiner. Freut mich. Der Peppi hat mir das Zimmer Nummer 5 zugeteilt. Schön. Ein sehr schönes Zimmer. Also ich muss schon sagen, eine Pension ist sauber. Prost. Dankeschön. Das war nicht die Pension sauber, sondern die Wirtin schon auch. Okay, jetzt Manni, was soll ich jetzt denn? Was wahr ist, darf man schon sagen. Was denn, Tante?
Ich sag, das mir ist schlecht. Ich weiß nicht, ich muss mich irgendwie am Magen vertrauen haben. Hast du meinen Medikamentenkoffer gesehen? Ja, Grüß Gott. Ist gut. In der Küche, glaube ich, ist er. Grüß Gott. Was ist denn das? Tante, das sind Gäste. Das ist der Manfred Muggenthaler und das ist der Herr Hochsteiner. Das ist ein neuer Gast. So. Ja, so neu ist der auch wieder nicht. Wo ist denn jetzt der Koffer? Draußen in der Küche neben dem Radio haben stehen sie. Nein, ich muss schon wieder weg. Was hat denn die Dame? Ja, ich glaube, sie hat ein bisschen Probleme mit dem Darm. Vielleicht hat sie einen hupferten Stuhlgang. Und das ist ja wohl der Gipfel der Frechheit. Ja, geht bitte her. Da zieh ich hinter meinem Buckel mit so dahergelaufen. La, Saus, ich kriege ja keine Luft. Mann, ich geh weg, sag ich da! Halt denn ihr narrisch, war eine Rafferei, geht mir gerade noch ab. Das denk doch an die Tante. Nieder sitzen und kein Mucks mehr. Verstanden? Was ist denn passiert? Ja, ich hab gesehen, wie er mit meiner Rose beieinander gehängt ist. Ah, das ist Feierabend, gell? Eben. Und darum hat's gefunkt. Geh, Freital. Was muss denn du gleich so gachgiftig sein? Ja, ich lass mir doch meine Rose nicht nehmen. Und da hab ich hingelangt, dass er sich's merkt. Wir Kinder, dieser Rocker überhaupt da rein. Wo gehst du her? Mit der Blut ist der gleich verspritzt, gell? Hey, was war denn los? Ich weiß auch nicht, ich wollte gerade vom Garten raus zu dir rein und auf einmal kommt dieser Gorilla daher und hat mich zusammengehauen. Kannst mir du vielleicht sagen, warum er mich geschlagen hat? Eifersüchtig ist er heute. So, und warum haut er dann mir und doch dazu so fest? Aber jetzt glaube ich, ist ein wenig falsch gelaufen. Ein wenig ist gut, ja. Ja, aber jetzt was seid doch beieinander gehängt wie ein Liebespaar oder nicht? Rindviech, ich habe mich mit der Rose unterhalten. Unterhalten, dass ich nicht lach. Wenn ich mich mit jemand unterhalte, dann pack ich es auch nicht bei die Schultern oder sonst was. Was denn? Nieder sitzen. Was? Hinaus, hol die Rose rein, ich soll es ihm selber sagen. Ja, ich hol das schon. Weil wenn ich zum Reden anfange, dann haut er wieder zu und mir tut mein Backen nicht schon so weh. Ich glaube, allerweil, du bist neidhaft. Wie ist denn jetzt mit deinem Leib- und Magenspruch? Alles fest im Griff. Hi, Peppi. Was ist denn mit dir los? Ja, das möchte ich jetzt gerade von dir wissen. Da geh her. Oh, sei doch nicht so grob. Ich habe dem Peppi nur erzählt, dass ich so glücklich bin. Und dass wir nur noch die Geschichte mit der Tante in Ordnung bringen müssen. Und dann soll der Peppi der Mama sagen, dass sie mich heiraten wollen. Ja, das wollte ich dir gerade schonend beibringen. Und dann kommt der Gorilla daher und überfällt mich auf freier Strecke. Das ist mir aber jetzt jetzt wieder. Ja, und mir erst, Freital. Ich habe am Peppi nur ganz schick gesagt, in der Bussel gehen. Und gerade das habe ich gesehen. Ich Rindviech. Genau. Was? Mein Peppi, was hast du denn angestellt? Unseren Peppi. Ja, weißt du, wenn ich dran denke, dass du und der andere und... Was redst denn da? Ja, jetzt stehe ich da mit einem ungewaschenen Hals. Ja, Peppi, das tut mir jetzt furchtbar leid. Das war nicht so gemeint. Also, nichts für ungut, gell? Ja, Ich werde mich bessern, gell? Ist schon recht, ich werde mich auch besser, Also, nichts für das ist- ungut. Peppi! Was tust du denn? Du kriegst jetzt einen kalten Umschlag. Ja. Und der Manni braucht auch einen kalten Umschlag. Ja, stell dir vor, ich bin wieder voll auf dem Damm. Ja, schön. Also ich sage, die Luft in Schöning, also die wirkt direkt Wunder. Ja. Du, tagelang habe ich sie Verstopfung gehabt. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Nein, also ich muss schon sagen, so gut wie mir der Urlaub tut. Ich habe jetzt mir überlegt, ich bleibe jetzt 3 Wochen bei euch. Jetzt brauch ich einen kalten Umschlag. Jetzt bleibt die Tante noch 3 Wochen da, das gibt's doch gar nicht. Ah, daran bist du aber ganz allein selber schuld. Hättest du dir das Abführmittel nicht gegeben, dann darf sie nicht meinen, unser Klima ist sogar für ihre Verdauung gut. Wer hat denn das wissen können, dass ich ihr damit auch noch einen Gefallen mache? Ja, mein Lieber. Heute, wie sie in die Kirche gegangen ist, da habe ich gesagt, sie soll den Weg oben und Bach entlang nehmen. Weißt du, das beim Muggenthaler vorbei. Du musst doch durch den Muggenthaler seinen Hof, Ja. der hat doch zwar so scharfe Hunde. Eben, und wir... Der Manni hat's mir erzählt. Also, die Hunde vom Muggenthaler sind auf die Tante los, als hätten sie sie auffressen wollen. Die Tante bleibt stehen, schreit die Hunde an, die Hunde ziehen den Schwanz ein und weg sind sie.
Gestern habe ich hier 2 Löffel voll Salz in die Suppe reingetan. Was glaubst du, was sie gesagt hat? Pikant ist die Suppe. Ein bisschen wenig Suppe wäre drin in diesem Salz. Sonst hervorragend. Also das ist nicht mehr zum Losbringen. Jetzt meine ich, sind wir mit unserem Latein am Ende, hä? Woher denn? Pass auf, da muss der Onkel eingreifen. Was? Hä? Was für ein Onkel? Oh, jetzt habe ich einen Blödsinn gesagt, glaube ich. Ja. Du, der Onkel, das muss ich dir sagen, der Onkel, also der neue Kurgast, das ist mein Onkel, mein Firnbad. Aha. Ja. Und bitte, warum erfahre ich das erst Ja, jetzt? weil ich Angst gehabt habe, dass dich du verplapperst. So, und wer hat sich denn jetzt verplappert, ha? Ich selber. Ja, ja, aber alles fest im Griff, gell? Ein bisschen schon noch. Ja, mein Lieber. Ja, du, aber Was? was soll denn der Onkel tun? Der einfach, verstehst, der muss es fertig bringen, dass die Tante mit unserer Ehe einverstanden ist. Wie soll denn Ja, das der gehen? macht das, das ist ein Oberfürster, der ist das gewöhnt, das Verhandeln, was du glaubst denn du, was der mit die Holzfäller und mit die Holzhändler alles zum Verhandeln gehabt hat. Ja, gemeint. Macht das, freilich. Ja? Ja, Ja, natürlich. du, und weißt ja schon, dass wir zwei verheiratet Nein, ich sind? hab's ihm nicht gesagt, damit er uns bei der Tante nicht verrat. Das ist unglaublich. Bei uns darf der das nicht sagen, weil der lügt und der lügt wieder. Es ist nicht zu fassen. Ganz normal wie in der Politik. Ja. Höhere Diplomatie. Wüstling. Übrigens danke ich ganz, ganz herzlich für den Kirchgang-Tipp. Ist gerne geschehen, Frau Tante. Ja, Hund hätten wir bald gefressen. Ich hab's vernommen, aber Sie haben dann mit den Hunden gesprochen und seit dieser Zeit trauen sich die Hunde immer aus der Hundehütten raus. So, jetzt bin ich wieder da, Waldemar. Ja, Tante. Ich hab in der Kirche für euch bett, So. dass wieder Anstand und Moral einkehren in dieses Haus. Weil so geht das nämlich nicht mehr weiter. Da sitzt jetzt du mal her, weil jetzt habe ich zu reden mit dir. Was kommt jetzt? Also diese Zustände in dem Haus, nein. Also da muss man sich ja wirklich schämen. Da geht's ja drunter und drüber. Also bis vor 2 Tagen, Tante, da war noch alles in Ordnung. Gepappalabab. Das kannst du deiner Großmutter erzählen, aber nicht mir. Ich hab doch Augen im Kopf. Du, so eine Unmoral, die geht nicht von heute auf morgen. Da muss man sich auch schämen, von der eigenen Verwandtschaft muss man sich schämen. Ja, Hupsi. Der Hupsi, wenn er da wäre, dann gab's das nicht. Tante, der Unfall, der liegt jetzt schon 15 Jahre zurück und ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht immer nur an Hubert denken und ansonsten nichts. Was? Was, du hast meinen Hupsi vergessen? Na, vergessen, Tante. Ganz bestimmt nicht. Ich habe einen Hubert wirklich gern gehabt und ich habe eine sehr glückliche Ehe mit ihm geführt. Aber... Was aber? Ja, aber schau, das Leben geht doch weiter. Ja, freilich geht's Leben weiter. Aber so wie bisher darf's nicht weitergehen. Diese sittliche Verwahrlosung da in diesem Haus, in meinem Haus, gell, die hört sich auf. Und zwar auf der Stelle. Tante, da ist keine sittliche Verwahrlosung. Nicht. Ja, was ist noch das? Hä? Du und der Hausdiener, dieser Sittenstrolch Peppi. Und dieser Peppi und deine Tochter Rosi. Dann wieder der Rosi und so ein junger Tutterer da. Dann wieder der junge Tutterer und du. Dann zur Abwechslung wieder einmal der Peppi und das Fräulein Müller. Aber Tante, das ist doch alles harmlos. Harmlos ist das. So harmlos. Ja. Bei dem Durcheinander in dem Haus, da weiß man überhaupt nicht mehr, wer mit wem. Ach was. Aber das sage ich dir gleich mal nicht. Das Schlimmste, das ist dieser Peppi. Aber gestern hat sie wenigstens mal richtig erwischt. Hoffentlich merkt er sich jetzt, dass die jungen Mädel aus einem alten Esel nichts angehen. Den Wüstling, den. Tante, schau, du siehst das alles verkehrt. Mir so verkehrt. Hat es der Schleck gekriegt oder nicht? Ja, schon, aber das war ein Irrtum. Ein Irrtum war das. Ach so, dann hat er vielleicht im Irrtum verwechselt und die Rose erwischt, anstatt dich, wo doch auf dich scharf ist. Okay. Du weißt was? Vielleicht hat er schlechte Augen und hat gemeint, das ist das Fräulein Müller. Tante, das stimmt doch alles gar nicht. Ja, die alte Tante sieht natürlich wieder mal alles verkehrt. Gell? Ja, jetzt komm ich erst mit. Ja, vielleicht ist der Peppi und du, seid ihr das ideale Paar, das wo zusammengehört. Tante! So, komm mal, Waldburger, in deinem Alter schon so schlechte Nerven. Bittchen,
Bitte schön, hör jetzt endlich auf. Du weißt was, Walburger, ich habe ja gemeint, der andere da, der Dings da, der Muckenthaler, das war dein Favorit. Hör endlich auf. Ich kann nicht mehr. Ja. Hysterische Amsel, hysterische. Sag ja. Hupsi, Hupsi. Der Hupsi, wie noch leben darf, da gab's das alles nicht. Das ist ja bloß noch gut, dass ich jetzt noch 3 Wochen da bleibe, dann kann ich wenigstens noch Ordnung schaffen. Das ist ja die reinste Kommune, ist das. Jeder mit jedem, das ist ja widerlich. Grüß Gott, Fräulein Bichler. Das gut. Darf ich Ihnen ein bisschen Gesellschaft leisten? Ja bitte, wenn's meinen. Ja, wenn Sie so freundlich sind. Ja. Was glotzen Sie mich denn so an? Das war's nicht in Ordnung an mir. Nein, nein, da gibt's schon nichts zum Aussetzen. Da ist alles in Ordnung. Jägergeist. Wissen Sie, Fräulein Bichler, der ist aus der gräflichen Brennerei. Ich war nämlich bis vor kurzem Oberförster beim Grafen. Prost, das ist fein was Gutes. Wollen Sie ihn probieren? Tja, ja, ich weiß auch nicht, geh ob im Vertrag. Nein, nein. Weil ich trinke nämlich nicht viel. Probieren Sie. Probieren Sie mal. Der tut einer bestimmt gut. Prost. Ja. Ja, der ist ja hervorragend. Das ist eine Spezialität vom Herrn Grafen. Sozusagen ein adeliges Drangerl. Prost. Prost. Übrigens, Ist der. mein Name ist Sebastian Hochsteiner. Ja. Oh. Aber Sie dürfen übrigens Basti zu mir sagen. Was die? Ja, also wenn Sie meinen. Ja, weil Sie so sympathisch sind. Ja. Und ja, jetzt trinken wir noch einen. Und Sie sind die Anne-Maria. Nicht? Ja, woher wissen Sie das? Ich hab mich halt erkundigt. Und jetzt müssen wir noch einen trinken. Prost. Also, Sie haben sich für mich interessiert. Ja, ja. Ja, wieso dies? Na, halt das so. Sie erinnern mich an eine Jugendliebe, die dann leider gestorben ist. Ja, die hat auch Anna-Mirl geheißen. Das tut mir aber leid. Anna-Mirl. Das war für auch mein Name als junges Mädel. Aber mei, das ist ja schon lang her. Ach, so lang wird das auch wieder nicht her sein. Gell, du Schmeichler, Also du. dann. Verzeihung, jetzt habe ich gleich du zu dir gesagt. Dann bleiben wir schon beim Du. Also dann, Prost! Prost. Ich hab schon so lang nicht mit so einem jungen Mädel getrunken. Also, du bist ja vielleicht ein Charmeur, mein Lieber. Da werde ich gleich noch verlegen auf meine alten Tage. Du Bazi, du. Was? Was heißt alte Tag? Wir zwei und alt, da müssen sich die jungen Feig zusammenreißen, dass sie so einen Schwung haben wie wir zwei. Du Gell? hast recht, einen Schwung haben wir. Du bist ein netter Teufel, ja? Muss ich sagen. Ich hab überhaupt gar nicht geglaubt, dass man sich mit einem Mannsbild so gut unterhalten kann. Ich hab nämlich mal gemeint, Männer sind alle Deppen. Es gibt auch nur Halbdeppen. Also, du bist ein Zipfler. Halt, nein. Nur eins. Nein. Nicht? Ich vertrage nämlich bloß ein oder zwei. Den ersten und den letzten. Jetzt geh her, weißt du, jetzt kriegst du ein Puzzle, weil es so nett ist. Das reißt mir unter den Tisch. Oh. Basti, jetzt hast du aufpassen. Ja, Trinken wir noch einen. weißt du was? Trinkst erst noch mal einen, dann kriegst du Ja. das Puzzle danach. Ja. Weil du bist nämlich noch ein bisschen schüchtern. Ja, ja, da hast du schon recht. Ich hab als Bub immer schon drunter gelitten, dass ich so schüchtern war. Prost. Prost. Anna-Mirl, jetzt pass mal auf. Jawohl.
wenn zwar ein Bursch und ein Madel sich gern mögen. Jawohl, Das ist doch dann ganz was Natürliches. natürlich. Da dürfen doch Außenstehende nicht dazwischenfunken. Jawohl. Ja, und die dürfen sich doch die Liebsleute nicht erpressen lassen. Verstehst du das? Jawohl. Ja. Wer erpresst uns denn? Aber ich verstehe das nicht. Aber uns erpresst doch keiner. Das darf ja kein Rond, das sag ich dir. Aber ich mein dich die Dirndl, verstehst? Weißt du? Ja. Hast du außer mir noch andere Dirndl? Davon ist doch gar kein Red. Ach, die verbeißt sich ja ganz schön. Nein, Anna Mirl, ich mein doch die Rosi und was sagst denn du jetzt dazu? Aha. Die müssen heiraten? Ja? Da kannst du auch nichts dagegen haben, oder? Ja, was redst man da dagegen? Die müssen heiraten und zwar auf der Stelle. Gott sei Dank. Jawohl. Aber was redst man denn da dagegen? Da kriegt jetzt kriegt da ihren eigenen Mann, verstehst? Ja. Und da brauchen sie nicht streiten. Ja. Trink aus. Anna Mirl. Anna Mirl. Oh, Anna Mirl. Du bist ein Schatz. Ja, ich weiß es schon selber. Papi, jetzt muss ich ein bisschen an die Luft gehen. Ich glaube, jetzt hat es mich erwischt. Ja, gehen wir an die Luft. Hallo, Peppi. Fräulein Müller. Was? Schon wieder so fleißig? Ja, was bleibt mir denn anders übrig? Ach, Peppi. Ja, sagen Sie. Ich hätte eine Bitte. Was denn? Ich glaube, ich habe etwas im Auge. Tatsächlich? Ja, könnten Sie wohl mal nachsehen? Ja, dann schauen Es wir mal nach. juckt so. So, Ja. jetzt warten Sie mal, das schauen wir gleich. Ja, Peppi, aber Sie müssen schon genauer schauen. Sehen Sie etwas? Jetzt halten Sie halt still, sonst geht's nicht. Na, was soll denn das? Das Fräulein Müller hat was. Ja? Im Auge. Ja. Merkst denn du nicht, dass die dich im Auge hat? Ah, die hat aber gesagt, dass es juckt. Ja. Mich juckt's auch, mein lieber du. Dich auch? Aber nicht im Auge. Fräulein Müller, wenn Sie was im Auge haben, dann müssen Sie zum Doktor gehen, aber nicht zum Peppi. Ja, wissen Sie, Frau Leibinger, ich hatte so ein eigenartiges Gefühl. Und Ja. So eigenartige Gefühle haben mehrere Leute im Frühling, gell? Ach so, Frühlingsgefühl. Sind die Weiberleute raffiniert? Wie Sie sich nur so aufführen können. Man meint ja fast, Sie wären eifersüchtig. Ich und eifersüchtig, dass ich nicht lache. Man glaubt ja fast, Sie hätten selbst ein Interesse an diesem Peppi. So ein Schmarrn. Mein Gott, ich schaue halt, dass mein Personal nicht zustößt, oder? Dem wäre schon nicht zugestoßen. Zumindest nichts Schlimmes. Freilich. Das darf ja noch so passen, gell? Das ist bloß Wissen. Der Peppi bleibt sauber, haben Sie mich verstanden? Wie Sie sich aufführen. Lächerlich. Einfach lächerlich. Das Luder, die geht ja glatt auf die Verheirateten los. Ja, aber die kann ja gar nicht wissen, dass der... Ach, Grüß dich gut, Walli. Weil ich gerade wieder da bin, bin ich rübergekommen und darf nachfragen, ob du das schon überlegt hast. ja, Toni, gell, also ich bin voll beim besten Willen nicht dazugekommen. Was? Aber weißt du was, nächste Woche da überlege. Was? Ja. Und du hast doch gesagt, dass ich nur eine Woche Aufschub hab, gell? Aufschub, ja, wie das klingt wie bei einer Hinrichtung. Ja, so fühle ich mich aber auch. Gewalli, du wärst dich doch nicht so... Aufeinander, da! Ja, Fräulein. Muckenthaler, Platz.
Sag mal, was fällt denn dir ein? Was sag ich? Da war doch nichts zwischen dem Ja, Toni und mir. genauso wenig ist wie zwischen mir und dem Fräulein Müller. Also das verstehe ich nicht. Das macht da nichts draus, das ist bei dir ein Dauerzustand. Du Freundl, du Heute nicht fremd werden, gell? Muckenthaler, das hat hingehauen, das hat hingehauen, die Tante ist einverstanden. Wirklich? Freilich. Wir hatten das der Onkel fertig gemacht. Also jetzt möchte ich aber schon wissen, Das was du verstehst du eigentlich... nicht. Also pass auf, die Tante hat mit dem Onkel ein Schnapsel getrunken, verstehst? Na, dann hat er es besoffen gemacht. Aber was besoffen, gemütlicher Schnapsel haben sie getrunken, nicht wahr? Und dann hat sie zugestimmt. Jesus, Peppi, dein Onkel, das ist ein Schatz. Eben. Warte, was ist denn mit mir? Schleich dich! Ja, Herrgott, merkst denn du nicht, dass du da herin überflüssig bist? Was? Was denn? Was? Du schon, Herr Frentl. Was ist denn? Ein Sechener bist du. Du möchtest ja die Walli selber und Das geht dann doch ein bisschen weit, hä? Ja, Jens, schau go. Weil jetzt möchte ich auf der Stelle wissen, ob du mich heiratst oder nicht. Nein. Die hat keiner gefragt. Ja, schau du nicht, das ist ja so. Also, Ja oder nein möchte ich wissen. wenn du das Justament wissen willst, nein. Na bravo. Gut. Auch recht. Na also, dann wird das fällig. Kennen Sie das, Frau Lemminger? 30.000 D-Mark plus Zinsen können Sie zahlen. Jetzt bin ich am Ende. Nix ist am Ende. Jetzt geht's erst richtig an. Also, Muckenthaler, du möchtest also von der Walli die 30.000 Mark. Plus Hast du schon mal was gehört von einer Aufrechnung? Nicht, gell? Also, eine Aufrechnung ist, wenn man eine Forderung gegen die andere aufrechnet. Hast du nicht? Herr Hospi, ich bin ja nicht blöd, aber die Walli hat ja gar keine Forderung gegen mich. Du Gescheiterl. Die Walli nicht, aber ich, du Gescheiterl. Na, schau mal her. Jetzt pass auf. Bis der Anton Muckenthaler mit der Frau Walpurga-Leiminger verheiratet ist. Was? Hast du mich? Sünde, das heißt? Was das heißen soll? Er hat mir eine Rente aufgedrängt. Hat sich nicht verhindern lassen. Ja, genau. Sag mal, ist das deine Unterschrift oder nicht? Da, schau. Ja, was, das ist ja alles gar nicht wahr. Was? Nein. Du möchtest... Und außerdem... Jetzt pass auf, jetzt kommen wir mal zum Geschäftlichen. Also jetzt pass auf, ich krieg also von dir jede Woche 200 Mark, ja? Das macht in einem Jahr, macht das mehr als wir 2000 Mark. Das macht in 5 Jahren 52 Ja, du bist der Stocknarisch. Ja, außerdem ist er noch gar nicht sicher, ob mir die Walli nicht doch noch heiratet. Das ist sicher. Da gebe ich der Brief und Siegel drauf. Das wäre ja direkte Bigamie, wenn sie die heiraten tat. Eine was? Eine Bigamie? Wieso? Ja, die ist ja schon lang verheiratet. Schon 5 Tage lang. Mach den Muckenfänger zu, Muckenthaler. Also jetzt pass auf. Wenn du von der Walli die 30.000 Mark verlangst, dann verlang ich von dir jede Woche 200 Mark. Und zwar bis an mein Lebensende. Und ich lebe 130 Jahre lang. Verlass dich drauf. Ja, du bist ein richtiger Presser. Bist Was du? bin ich, Freund? Ja, na, sicher. Freilich ist Jetzt hab ich dich. die zeige ich an. Weißt du schon wegen... Wegen was? Du hast mich gar nicht Außerdem hast du gar nichts... Ja, ob sag sie doch, verheiratet ob ist. sie
Muss so ganz allein ohne Frau durchs Leben trotteln. Keine menschliche Wärme, kein Anspruch. Na, ich muss mich jetzt ein bisschen um den armen Teufel kümmern. Ja, es steht ja schon in der Bibel geschrieben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aha. Aber ich soll schon allein bleiben. Sehr richtig. Also, Walburg, jetzt pass mal auf. Jetzt, jetzt sag ich einfach Walli zu dir. Ja? Weißt du was, Walli? Für dich war es jetzt höchste Zeit, dass du dir mal Hilfe umschaust. Ich kann mich auch nicht mehr um dich kümmern. Ja, meinst du vielleicht, dass ich heiraten soll? Heiraten? Also schlechter sie weiß einmal bestimmt nicht. Ja? Mei, du wärst ja auch nicht jünger. Wer weiß, wie du in 5 Jahren ausschaust. Womöglich kriegst du gar mehr. Also das ist ein bisschen hart, Frau Tante. Ja, sei doch du, Staat. Ja. Was tust denn überhaupt du da herinnen, wenn was Verwandte was bereden? Mein Schutz. Hat der kann aber nicht. Ja, aber... Sag mal, ist denn der alle so neugierig? Aber Tante, das ist doch der Peppi. Weißt, und der gehört doch sozusagen dazu. Ja, von mir aus lass wieder da bleiben Ja. und jetzt hab ich jetzt ganz rausgebracht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, also du heiratst und zwar bald. Ich weiß sogar einen, der nimmt dich vom Fleck weg. Ja, aber Tante, ich hab doch schon, Was gibt's denn? Mich gibt's, Frau Tante. Ja, das sehe ich selber. Was soll das heißen? Mich gibt's auch. Ja. Ja, also die Walli, nicht wahr? Die Walli, die hat mich und sie braucht halt auch gar keinen anderen. Ja, und die Rosi, die hat mir und braucht auch keinen anderen mehr. Was die? Ich weiß auch nicht. Also ich hab da eher an den Muckenthaler gedacht. Der macht mir so einen guten Eindruck, ist ein gestandenes Mannsbild. na Tante, ein Muckenthaler in der Familie, das langt. Ja, der klang. Ja, so Danke, Tante. Tja, Meinst du wirklich, dass ich heiraten sollte, ha? ja, na freilich. Ja, und wie war's denn dann? Ah, ja, da brauchst du ja einen Mann dazu. Ja, aber- wo nehmen wir noch den her? Ja, und wenn ich den nimm, ha? Den Wüstling. Ja. Ach, von mir aus, wenn sie es nicht verhindern lässt, dann nimmer. Danke Sie. Ich weiß es. Verehrte Frau Tante, Dankeschön. Die Walli hat schon. Ja. Was hat's? Seit dem Donnerstag sind wir verheiratet. Ach, da seid ihr verheiratet. Also, verheiratet? Ja, hab ich jetzt richtig gehört? Ja, Tante, du hast richtig gehört. Und jetzt bin ich froh, dass es heraus ist. Ich möchte aber auch gern, dass er so bleibt. Ja? Ja, sag mal, ja, dann habt ihr mir die ganze Zeit was vorgemacht. Ja, aber das war doch nur, weil ich so Angst gehabt habe, dass du uns vielleicht das Haus wieder wegnimmst, wegen dem Hubert. Also, wie kommst du denn auf so eine Schnapsidee? Ich bin ja wirklich kein Unmensch. Eben. Also, glaubst du, da bin ich jetzt richtig froh, dass ich das alles noch gut hingebracht hab? Ja. Ja, ist ja jetzt alles wieder ein schönster Ort, So oder? ist's! Annabelle, wie geht's dir denn, alte Schnapsdrossel? Aber Onkel Basti, sowas sagt man doch nicht zu einer Dame. Wieso Onkel, weißt du? Okay, warum hat man mir denn das nicht gesagt? Dann hätte ich doch die Walburga schon früher beglückwünscht zu ihrer Verwandtschaft. Ja. Aber weißt du, Batschi, du Hinterkünftiger, du. Du weißt doch, dass ich so schüchtern bin und ich wollte dich nicht reizen. Ach, Gott. Also jedenfalls war das von euch zwei die beste Schnapsidee, die ich kenne. Gell?